Gerade jetzt läuft in Bern ein Gesetz durch das Parlament, von dem die meisten noch nichts mitbekommen haben. Nämlich die Revision vom sogenannten Epidemiegesetz. Mit dem sollen die Massnahmen von 2020, also Lockdowns, Zertifikat, Masken und so Zeug, dauerhaft im Gesetz verankert werden. Dazu sollen Kompetenzen, die bis jetzt das Parlament hatte, neu auf den Bundesrat übertragen werden. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war mein erster Gedanke, ja gut, dann hat man Wäger auch ehrlich überprüft, ob das alles überhaupt etwas gebracht hat. Dann zumal. Aber bei meiner Recherche bin ich ins Stutzen gekommen. Je mehr ich gesucht habe, desto mehr habe ich gemerkt, die Prüfung gibt es so gar nicht. Ciao zusammen, von Gunten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video gehe ich der Frage nach, ob die Massnahmen von denen je unabhängig überprüft wurden und was der Doc-Film von Mike Winiger ans Tageslicht gebracht hat. Und dann noch zum Schluss, wie gäng meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber fangen wir von ganz vorne an. Wenn man die Massnahmen von dann zumal ins Gesetz schreibt, dann muss man auch überzeugt sein, dass sie nötig waren und dass sie funktioniert haben. Weil, was im Gesetz steht, ist beim nächsten Mal keine Diskussion mehr. Dann wird es dann einfach so gemacht. Also hat man das sicher überprüft. Sauber und unabhängig. Und zuerst habe ich tatsächlich etwas Beruhigendes gefunden. Es gibt Auswertungen. Die Bundeskanzlei hat die Krisenbewältigung untersuchen. Die ECO hat einzelne Massnahmen angeschaut und kommt zum Schluss, dass etwa die Restaurantschliessungen und das Verbot von Grossveranstaltungen die Spitaleintritt gedämpft haben. Auch die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats hat die Pandemiebewältigung analysiert. Es ist also nicht so, dass niemand reingeschaut hätte. Aber dann bin ich doch noch ins Stutzen gekommen. Weil diese Auswertungen haben etwas gemeinsam. Überprüft haben vor allem die selber Teil des Geschehens waren. Nämlich die Verwaltung und das Parlament. Und dann bin ich auf einen Namen gestossen, der Patrick Mattis. Mattis war während der Pandemie das Gesicht des BAG an den Medienkonferenzen. Als Leiter der Krisenbewältigung hat er die Massnahmen massgeblich mitgetragen. Und 2022 wechselt genau der Mann für ein Jahr ins Departement des Gesundheitsministers, Alain Berset. Offiziell soll Mattis dort die Evaluation der Pandemiebewältigung und die Revision des Epidemiegesetzes betreuen. Die bisherige Analyse, die der Bund gemacht hat, die wurde verfasst vom Patrick Mattis. Also er hatte den Auftrag, diese Analyse zu machen. Und Patrick Mattis ist die verantwortliche Person im Bundesamt für Gesundheit für Pandemievorbereitung und Maßnahmen. Man kann nicht von der Person, die für die Entscheidungen wesentlich verantwortlich ist, erwarten, dass sie dann kritische Beurteilung dieser Maßnahmen macht. Und das ist für mich das Fatale, dass wir ein neues Gesetz machen, bevor eine unabhängige Expertise dieser Maßnahmen vorliegt. Schaut man genauer her, fällt etwas auf. Die grosse Auswertung von der Bundeskanzlei ist ausdrücklich eine Selbstevaluation. Und die externe Kontrolle, die das BAG in Auftrag gegeben hat, hat ein Forschungsbüro gemacht, bezahlt von genau dem Amt, das überprüft wurde. Das Fazit ist entsprechend mild ausgefallen. Zusammengefasst könnte man sagen, eine wirklich unabhängige Aufarbeitung von aussen, ohne die Beteiligten, das habe ich nicht gefunden. Das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und schüsseli dann bin ich auf einen Doc-Film aufmerksam gemacht worden, der genau diese unabhängige Überprüfung gemacht hat. Der Doc-Film «Der Hype» fängt mit einer einfachen Frage an. Ist der Frühling 2020 wirklich eine Ausnahmesituation gewesen? Hat es so eine grosse Gesundheitsgefahr gegeben, dass sie einen Lockdown gerechtfertigt hat? Weil darauf baut alles, was näher kam. Masken, Schliessungen, Zertifikate. Alles wird mit dieser Ausnahmesituation begründet. Vor kurzem hat die Plattform Jay ein spannendes Interview mit dem Pierre-Alain Schnegg veröffentlicht, dem Berner Gesundheitsdirektor. Schnegg hat während der Pandemie zu sagen über die Berner Spitäler gehabt.
Und erstaunlicherweise gibt Schnegg einem Teil des Films recht. Einzelne Massnahmen, sagt er, würde er heute anders beurteilen. Am meisten Schaden zum Beispiel, sagt Schnegg, hat die Abschottung der Pflegeheime angerichtet. Häufige Bewohner hätten lieber Covid in Kauf genommen, als die Einsamkeit ohne ihre Angehörigen. Mich hat als nächstes interessiert, haben die Massnahmen denn wirklich etwas gebracht? Fangen wir bei den Masken an. Am Anfang der Pandemie war die offizielle Haltung eindeutig. Und sie ist von der obersten Stelle selber gekommen. Schutzmasken sind, wenn sie in der allgemeinen Bevölkerung getragen werden, sehr wenig wirksam. Dann aber hat es auf das Mal geheissen, Masken seien sehr wirksam. Einfach die Maske richtig anziehen. Können Sie die Maske aufsetzen? Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Also trage ich die Maske, um andere zu schützen. Der Film fragt zu Recht, auf was stützt sich die überraschende Spitzkehre? Wie rechtfertigt Ecker und seine Taskforce, dass Masken auf einmal gegen Atemwegsviren wirksam sein sollen? Am gleichen Tag wie die bundesrätliche Verkündung der Maskenpflicht veröffentlicht die Science Taskforce einen sogenannten Policy Brief. Darin steht: Die Verwendung von Gesichtsmasken führte zu einer starken Reduktion des Infektionsrisikos um bis zu 80%. Die Taskforce stützt sich dabei auf eine von der WHO finanzierte Analyse des Wissenschaftlers Chu. Wer sich die Studie genauer anschaut, findet die Aussage über eine 80-prozentige Risikoreduktion jedoch nirgends. Sie muss von der Taskforce selbst stammen. Das Gremium bediente sich eines alten Pharmatricks, um einen Nutzen größer darzustellen, als er wirklich ist. Die Taskforce nennt nur die relative Risikoreduktion. Eine wissenschaftlich minderwertige Studie reichte aus, um der Schweizer Bevölkerung eine Maske im öffentlichen Verkehr aufzuzwingen. Es bleibt aber nicht bei den Masken. Es geht auch um Abstand. Abstand. Wo es nicht möglich ist, bitte eine Maske tragen. Und es geht um Bussen, um Schliessungen von Geschäften und Restaurants. Und um die Frage, wie viele Menschen sich überhaupt noch treffen an einem Ort. Wenn Sie keine Maske tragen, kann es bis 250 Franken kosten. Wenn eine Familienzusammenkunft mehr als 10 Personen zählt, ist die Buße 2000 Franken. All die Eingriffe haben eine Begründung gebraucht. Und diese Begründung war gängig die gleiche: die Fallzahlen. Sobald ein bisschen mehr Fälle gibt, das rechtfertigt, dass man alle wieder einsperrt oder ins Homeoffice schickt oder gewisse Geschäfte schließen muss und so weiter. Also man hat den Eindruck, man kann nie rauskommen. Wenn steigende Zahlen sind gezeigt worden, dann musste man wieder zumachen. Das war die Logik. Und genau hier bringt der Film seinen wichtigsten Einwand. Wenn die Zahlen nach einer Massnahme gesunken sind, hat es dann sofort geheissen: «Schaut hier, die Massnahmen wirken.» Wir haben gesehen, dass die Maßnahmen, die in der Westschweiz eingesetzt worden sind, wirkungsvoll sind. Wir haben vor 2 Wochen nämlich bewiesen, dass eine Halbierung der Fallzahlen alle 2 Wochen möglich ist. Martin Ackermann lässt die Anzahl durchgeführter Tests schlicht außer Acht. Im besagten Zeitraum wurde in der Westschweiz die Anzahl der durchgeführten Tests ebenfalls halbiert. Der Rückgang der Fallzahlen könnte genauso gut mit weniger Tests zusammenhängen und nicht mit der Wirksamkeit der Maßnahmen. Ich finde all die Beispiele sehr eindrücklich. Und ich frage mich, warum man das in den Massenmedien kaum je hört. Ich hatte die Gelegenheit, genau diese Frage und noch ein paar mehr an Mike Winiger zu stellen, einem Macher vom Doc-Film «Der Hype». Ciao René, es freut mich, mit dir hier über meinen neuen Film zu reden. Ich befinde mich übrigens hier am Murtensee, genauer gesagt in Salavo, auch am Strand, so wie du. Murtensee ist natürlich auch ein schönes Eckchen in der Schweiz. Mike, es ist ja doch schon ein paar Jahre her, seit der Pandemie. Was hat dich gerade jetzt dazu gebracht, diesen Film zu machen? Ich muss vorausschicken, das ist ja nicht der erste Film, den ich mache, das ist der 4.
Der erste, den ich gemacht habe, war im 2020 zusammen mit dem Reto Brennwald «Unerhört» im Herbst. Nachher im 2022 10 Porträts über Leute, die mit der Impfung Probleme hatten, namens «Unerwünscht». Und nachher im 2023 ein Film namens «Wie souverän ist die Schweiz». Wieso kommt der Film jetzt? Es hat der Aufhänger dran, weil die Epidemiegesetzrevision in der Schweiz kommt. Mit dem wird das Volk nächstens konfrontiert werden. Und darum finde ich es wichtig, dass die Leute umfassend informiert sind, was ist in diesem Jahr 2020 eigentlich genau passiert. Du sagst, die Leute sollen umfassend wissen, was im 2020 passiert ist. Im Film zeigst du Beispiele, die schon früher darauf hinweisen, dass die Lage eventuell gar nicht so tragisch ist. Zum Beispiel der Fall vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Warum hat denn kaum jemand darauf geschaut? Also die ersten verlässlichen Daten, die wir im 2020 waren im Februar, die Daten von dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das in Asien unter Quarantäne gestellt wurde, 3 bis 4 Wochen. Und dort hat man bereits sehen, dass das nicht die grosse Gesundheitsgefahr ist, wie es von China hat ausgesehen. Und das ist eigentlich weitgehend ignoriert worden. Das Schiff ist schon thematisiert worden, aber das Ergebnis, das wir bekommen haben, die Daten aus dem Schiff, das eigentlich wie ein Brutkasten war, das ist mehr oder weniger ignoriert worden. Wieso das passiert ist schwierig zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine zu verlockende Geschichte war für die Medien, dass man das Corona-Narrativ weiter gepflegt hat. Und nachher sind natürlich die Bilder aus Bergamo gekommen. Und in meinem Film zeige ich ja auch schön, was effektiv in diesem Bergamo passiert ist. Du redest von Bergamo, das Bild, das alle noch im Kopf haben. In deinem Film schaust du genauer her. Was ist dort eigentlich passiert? Ich kann sagen, dass das erste Mal eigentlich auch in der Geschichte des Fernsehens, in Nachrichtensendungen, schockierende Bilder aus Intensivstationen sind gezeigt worden. Das war früher ein Tabu. Das hat man höchstens in medizinischen Sendungen gemacht. Und das hat natürlich die Panik extrem aufgeschraubt. Und das Zweite waren die Lastwagen mit diesen Särgen, wo sich aber bei genauerem Heranschauen herausstellt, dass dort pro Lastwagen 1 bis 3 Särge drin waren. Und die Direktive von der Politik war, man darf die nicht mehr auftun, weil das so ein gefährliches Virus ist. Und die müssen verbrannt werden. In der Lombardei ist es eigentlich normal, dass man die Leute nicht kremieren, sondern dass man sie begraben. Und durch das hat es zu wenig Krematorien gehabt, die eigentlich die Leichen verbrennen konnten. Und durch das hat es den Stau gegeben. Und die Bestatter waren auch im Lockdown und die hatten zum Teil auch Angst gehabt. Durch das musste das Militär aushelfen. Das hat dann die Bilder gegeben. Und das andere ist das, durch Untersuchungen hat man wirklich feststellen, dort sind massiv viele Leute gestorben, 6000 über einen Zeitraum von 6 Wochen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und das hat mit der Ausbreitung von einem respiratorischen Virus relativ wenig zu tun. Das zeigt uns, dass dort die Reaktion vom Gesundheitssystem und von der Politik, was dort passiert ist, eigentlich das ausgelöst hat. Und das wird in meinem Film eigentlich schön aufgearbeitet, wo man zeigt, was ist dort wirklich passiert mit Angst und Panik. Welche Rolle haben aus deiner Sicht die Medien denn eigentlich gespielt? Also die Medien haben eine ganz zentrale Rolle gespielt, für die Angst und Panik eigentlich aufzupushen. Es war so, dass eben die Bilder von Bergamo kamen, aber auch das Schweizer Fernsehen ist ja auch mit der Kamera direkt in Schweizer Intensivstationen reingegangen, hat die ganze Zeit irgendwelche rote Kurven von Testergebnissen, die keine Aussage machen, publiziert und so eigentlich das Volk in Angst und Schrecken versetzt. Was man muss wissen, ist, dass die SRG Mitglied von der Trusted News Initiative ist, dadurch, dass sie Mitglied in der Europäischen Broadcast Union ist. Und die Trusted News Initiative ist ein Zusammenschluss von den grossen Nachrichtenagenturen, von Fernsehstationen und eben auch Digitalplattformen wie Meta, Google, Apple und so weiter. Die Initiative hat im März 2020 beschlossen, wir auf unseren Kanal nichts verbreiten, was gegen das Corona-Narrativ spricht. Also das heisst, wir hätten durch das Kritiker, wir hätten sie gar nicht mehr auf den Sender genommen, wir hätten sie diffamiert, wenn sie sich irgendeinem anderen Ort haben gemeldet. Und ein gutes Beispiel ist ja der Wolfgang Wodarg oder John Ioannidis, die so gleich, eigentlich, nachdem sie sich geäussert haben, sie fertig gemacht wurden. Und das müssen ganz viele Leute wissen, dass hier eine Art im Hintergrund eine Zensur stattgefunden hat.
Die Film sagt ja im Kern eigentlich, das eigentliche Thema ist nicht das Virus selber, sondern wie daraus ein Narrativ ist gemacht worden. Kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen? Also die Corona-Erzählung, das Narrativ hat man nur so aufblasen durch einen schamlosen Missbrauch von dieser PCR-Testtechnologie. Dieser Test hat absolut keine Aussagekraft, ob jemand infektiös ist, ob er krank ist. Und man kann auch gesunde testen, die können durchaus positiv sein. Und mit diesen Massentests hat man eine Illusion kreiert, dass da etwas Schlimmes im Gang ist. Und in meinem Film zeigt der Forscher ganz klar anhand von 2 offiziellen Datensätzen aus Deutschland, dass rund 85% von allen positiven Tests eigentlich falsch positiv waren. Also dass man all die Zahlen, die im Zusammenhang mit diesen Tests stehen, durch 7 teilen, dass man etwa ein realistisches Bild bekäme. Aber nur mit diesem Test hat man eigentlich die Illusion und die Erzählung von dem Coronavirus und dieser grossen Gesundheitsgefahr machen und auch aufrechterhalten. Schauen wir noch auf das neue Epidemiegesetz. Die Revision geht davon aus, dass die Massnahmen sehr wirksam waren. Ist das so? Wenn man sich den Vorschlag zu der Revision von dem Epidemiegesetz anschaut, sieht man, dass der Bundesrat Lockdowns, PCR-Tests, Zertifikate, Masken als sehr wirksam anschaut. Und ich zeige in meinem Film, dass das einfach nicht der Fall ist. Und für mich ist es wichtig, dass die Informationen, die die Leute im Jahr 2020 nicht haben bekommen, dass die jetzt mit diesem Film bekommen. Und dass sie sich dann eine umfassende Meinung bilden können, informiert sind. Und wenn es nachher, und da bin ich fast überzeugt, zu einer Volksabstimmung über das Epidemiegesetz, über die Revision kommt, dass sie wissen, wie sie abstimmen sollen, dass sie alle Informationen haben. Das ist ganz entscheidend. Und dieser Film liefert diese Informationen. Der Bundesrat hält die Massnahmen für sehr wirksam. Und du zeigst das Gegenteil. Jetzt behauptet das BAG aber, es hat die Pandemie aufgearbeitet. Was sagst du dazu? Ich glaube, es ist sehr schwierig, das im Auftrag des Parlaments, der Politik aufzuarbeiten. Es waren alle Akteure, Politiker, die Behörden, die Medien, und die haben gegebenermaßen nicht so ein grosses Interesse, dass man da wirklich genau hinschaut. Ich darf nur sagen, für das bessere Verständnis, das BAG sagt ja, wir haben das aufgearbeitet. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eine Ausschreibung gemacht. Wir suchen jemanden, der das aufarbeitet, gibt Angebote ein, und dann hat das BAG die Angebote, die eingegangen sind, angeschaut und hat dann jemanden ausgewählt. Wie unabhängig das ist, das können sich die Leute selber denken. Ich finde, ich liefere einfach mit meinem Film Informationen von Leuten, die nicht zu Wort kommen, die Weltrang haben, oder Anders Tegnell, der schwedische Staatsepidemiologe, der nur mit Empfehlungen geschafft hat und keinen Lockdown hat angeordnet. Und ich finde, es ist wichtig, dass die Leute im Endeffekt sich selber eine Meinung bilden müssen, was ist gut gewesen und was ist weniger gut gewesen. Du sagst, am Schluss sollen sich die Leute selber eine Meinung bilden. Trotzdem winken viele ab. Corona ist vorbei. Warum soll mich das noch kümmern? Was sagst du denen? Wir haben die Epidemiegesetzrevision, die am Laufen ist, die nächstens auch ins Parlament und dann auch später vor das Volk wird kommen. Und die ermöglicht dem Bundesrat mit einer massiven Machtverschiebung jederzeit die Massnahmen einfach auspacken und dann über das Volk auszuschütten. Und das andere ist das, man muss einfach begreifen, dass man in jeder Grippesaison im Winterhalbjahr mit dem Einsatz von so einem solchen unsinnigen Test und dem Missbrauch von dieser Technologie die Illusion kann erzeugen, dass hier eine Pandemie oder sonst irgendetwas Gravierendes im Gang ist. Und das ist für mich ganz wichtig, dass das die Leute einfach begreifen. Der Film ist jetzt seit ein paar Wochen draussen. Was für Reaktionen hast du bekommen? Also ja, überwältigend viele positive Reaktionen bekommen, per Mail, aber auch direkt. Und es zeigt, dass die 1,5 Jahre, die ich an diesem Film gearbeitet habe, und eigentlich ohne irgendein Budget oder eine Produktionsfirma im Rücken, und alles eigentlich selber vorfinanziert hat, dass der auf eine so eine grosse Resonanz stößt. Und das
zeigt mir, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin und dass die Leute auf so einen solchen Film eigentlich gewartet haben. Und viele sagen auch, es sei sehr gut, dass ich den sehr nüchtern, sachlich und nur über das Jahr 20 gemacht habe. Und dass das so die Chance ist, dass Leute, die noch nicht so viel von dieser Thematik verstehen, eine Chance haben, vielleicht zu verstehen, was in diesem Jahr 2020 effektiv passiert ist. Also, merci vielmals, dass ich hier noch meinen Film vorstellen durfte. Und ich gehe jetzt gleich auch noch schnell einen Schwumm machen. Tschüss zusammen. Super, merci vielmals, Mike. Und während der Mike den Egli im Mordensee nachjagt, hier noch der Hinweis. Den Film könnt ihr auf YouTube selber in voller Länge anschauen. Die Links dazu findet ihr unten im Beschreibungstext. Und dann noch, wie geht zum Schluss meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit einer Spende unterstützen. Weil, ihr wisst ja, Vogonte ist zu 100% unabhängig und rein zuschauerfinanziert. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonte.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Aber jetzt zu meinem Kommentar. Schaut euch den Film an. Entweder daheim auf YouTube oder natürlich im Kino. Der Mike ist jetzt noch auf einer Tournee und zeigt den Film selber in ausgewählten Lokalen. Wo und wann findet ihr auf der Webseite des Films. Was ich in meinem Beitrag gezeigt habe, sind nur Ausschnitte. Es ist ein kleiner Teil von dem, was der Film wirklich offenlegt. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich denke, er wäre auch ideal, um jemandem zu zeigen, der das Thema normalerweise lieber ein bisschen umschifft. Jetzt zum Thema selber. Wer dann zumal wirklich Angst hatte, hat die Massnahmen auch gut gefunden. Und wer keine Angst hatte, hat sie auch als ungerechtfertigte Einschränkung erlebt. Beides ist menschlich. Aber ich denke, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und Verfassungen habe ich nie als Zusammenlebenvertrag nur für gute Zeiten verstanden. Ich glaube, die haben sie geschrieben für genau den Moment, wo Angst regiert. So, dass der Regierenden eine Leitplanke entgegensteht. Bis hier und nicht weiter. Ich glaube auch nicht, dass die Welt früher rosiger war, wo die Verfassungen entstanden sind. Und dann zumal hat es Seuchen gegeben, Krieg, Ausnahmesituationen. Mit diesem Wissen sind die Abmachungen geschrieben worden. Und genau darum sollten wir sie respektieren. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Weil, wenn die Mächtigen einmal merken, dass wir aus Angst bereit sind, auf Freiheiten zu verzichten, dann wird Angst zu denen ihrem Werkzeug. Da bin ich mir ziemlich sicher. Voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.